Schneewittchen. Es war einmal eine Königin in einem fernen Land, mit Worten gar nicht zu beschreiben. Mei war die beieinander. Füße hat's gehabt, so wie ein Reh, und das Gesicht, das war wie gemahlen. Die hätte, wie kann's denn anders sein, an jedem im Land gefallen. Doch sie war die Königin und nur einmal war sie treu. Das ist nachher der König gewesen. Mei, Kinder müssen wir jetzt sein. Ein Tächterl haben sie dann auch gekriegt und voller Stolz sind sie Eltern geworden. Und wie es bei Einzelkindern halt so ist, verzogen haben sie es von hinten bis vorn. Ganz nach der Mutter ist sie geworden, war mindestens genauso schön, doch ziemlich kasig ist sie gewesen. Ihr Haut war weiß wie Schnee. So weiß ist ihre Hautfarbe gewesen, dass die Mutter nur eine Sorge hat, dass die Kleine am Weg zur Schule einmal der Schneepflur zusammenfällt. Und schwarze lange Haare hat sie gehabt und schwarz war auch ihr Gewand. Schwarzer Lippenstift und Augenring, so läuft das Ganze umeinander. Einen Spitznamen haben sie auch noch gegeben. Schneewittchen haben sie es getauft, weil es alle Wochen so ein weißes Pulver heimlich kauft. Vom Hofnarr hat sie das meistens gekriegt. Stammkunde ist da schon geworden. Dass der das ganze Jahr so lustig drauf ist, wundert keinen. Eine richtig glückliche Familie waren sie, harmonisch, haben viel gelacht, bis die Mutter einmal krank war und plötzlich gestorben ist über Nacht. Nach ein paar Jahren läuft dem Kind nachher, was ja zu erwarten war, ein anderes Weibsbild über den Weg. Mit geheiratet hat er es auch. Ein richtiges Model ist das wieder gewesen. Aber mei, war die Frau gefeit. Ein Kini hat die ganze Sache schon bald drauf ziemlich gereiht. Mir ist es auch schon oft so gegangen, mit so wunderschönen Frauen. Die können ziemlich handig werden, je süßer dass sie schauen. Und einen Spiegel hat sie gehabt. Schneewittchen findet das ideal. Darauf zieht sie sich dann vor dem Pulver eine saubere Spur mit Lineal. Doch hat der Spiegel dann das Pulver so auf Dauer nicht vertragen und meint, ich weiß, wer die schönste Frau im Land ist. Brauchst du gerade fragen. Die Stiefmutter wollte das gleich wissen, hat gemeint, dass vielleicht sie es erkannt. Und fragt, sag, was meinst du? Bin ich die Schöne da im Land? Nein, hat da der Spiegel gemeint, die Schiefer bist du jetzt nicht. Naja, aber wenn ich da Schneewittchen sehe, hey, rassiger ist die vielleicht schon. Oh, da ist sie fuchtig geworden. Das hat sie gar nicht recht gepackt. Darum hat sie dann gleich einen Jäger geschrien und im Befehlston gesagt, du nimmst jetzt das Schneewittchen mit und gehst damit im Wald. Und da schießt du es nachher draußen. Du wirst da fürstlich dafür zahlen. Der Jäger tut, was sie ihm sagt, doch macht er das nicht gern. Er hat Schneewittchen auch recht wegen, wie alle jungen Herren. Darum sagt er zu ihr draußen im Wald, hey, weißt du, was wir jetzt tun? Ich sag, ich hab die Affe geschossen und geh dann wieder heim. Und du musst aber weg von da. Auf geht's, Dirndl, lauf. Du darfst nimmer zurück ins Schloss, sonst kommt der ganze Schwindel auf. Ja, begeistert war Schneewittchen nicht, aber mei, wer war das schon, wenn man daheim einen drum Palast haben darf und noch nicht heimgehen kann. Der Jäger ist dann heimwärts gezogen und Schneewittchen wandert los. Einfach tiefer rein im Wald, Hauptsache weiter weg vom Schloss. Im Wald seht's dann zwei Kinder laufen. Ein Dirndl und ein Bub ist gewesen. Das waren bestimmt Hansel und Gretel. Das Märchen ist so gleich daneben. Ja, so goldene Schüchchen hat so gehabt, wie es Prinzessinnen gern tragen, dass ihr da bald die Füße weh tun. Da braucht man gar nicht nachfragen. Und bergauf war das dann besonders schwer. Und Berge waren 7 an der Zahl. Ja, das war die erste Prinzessin, die ich sehe, mit Bergschuhen auf bis zur Rival. Irgendwann findet sie ein kleines Häusl, idyllisch schön am Waldrand gelegen. Ein Bungalow war übertrieben, das ist noch viel kleiner gewesen. Sie geht dann rein, die Tür war offen, anscheinend war da keiner da.
und haut sich das Hirn am Tierstock an, weil der ja gar so nieder war. Ist das vielleicht ein Puppenhaus, denkt sie und geht dann rein. Sollte da wirklich einer wohnen, dann muss ein ziemliches Krispel sein. Der Tisch war deckt mit Spielzeugteller und Glasel wie ein Fingerhut. Alles hat's gegessen, was am Tisch war. War nicht viel, doch geschmeckt hat's gut. Dann findet sie noch eine Flasche Wein. Mei, war dieser Freude. Ja, lauf du einmal so lange rum im Wald, der tust dich dann gescheit. 4 Flaschen, ja, war nicht viel drin, hat sie dann plötzlich zusammengebracht, doch vertragen Prinzessinnen nicht viel. Und mei, hat die einen Teufel gehabt. Mir ist sie auf einmal geworden, teils vom Wandern, teils vom Wein. Sie legt sie in das nächste Bett und schläft dann auf der Stelle. Und wie es so schläft, da kommen sie heim, die Bewohner von dem Haus. 7 Zwerge sind das gewesen. Und mei, die schauen voll lustig aus. So rote Mützen haben sie am Kopf. So was hast du noch nicht gesehen. So Meterstumpen waren sie. Naja, vielleicht wachsen sie noch ein wenig. Der Erste hat dann sofort gespannt, irgendjemand war halt da. Wer hat denn da mein Wein zusammengesoffen? Wisst schon, dass der nicht billig war? Der Zweite hat gemeint, wer hat denn da von meinem Teller alles verputzt? Das ganze Schweines ist jetzt weg und schaut dann ganz verdutzt. Darauf suchen sie, ob noch mehr abgeht, aber sonst war alles da. Und dann verdächtigen sie den Zwerg, der am meisten essen kann. Hey, schaut's mir doch nicht so gefährlich an. Ich schwöre, dass ich das nicht gewesen bin. Schaut's mir in mein Bett an, ich glaube, der Dieb liegt da noch drin. Da finden sie das Schneewittchen, schlaft ganz ruhig, grinst verschmitzt. Geschaut haben sie alle miteinander, so wie der Singel, wenn's gerade blitzt. Und wie es dann aufwacht, ist der gekommen. Gesehen hat sowas auch noch nie. Seid's Esament vom Bonsai-Club? Das geht zwar kaum bis zu den Knie. Doch weil's so lieb und freundlich waren, da hat sie ihnen anvertraut, dass sie sich zwecks der Stiefmutter jetzt gar nicht mehr recht heimgetraut. Ja, wir weißen, wenn's bei uns einziehst, eine Frau bei uns, das war schön. Wenn's uns ein wenig ein Haushalt machst, dann sind wir zu 8 in der WG. Das lässt sie sich nicht zweimal sagen, so billig kriegst du sonst kein Quartier. Und schon hat sie dort Einstand gezahlt mit Weißwürst und einem Fassel Bier. So wohnen sie zusammen, so rein platonisch, jeder in seinem Bett allein. Ja, für alles andere werden die Zwichtel, ja, von Haus aus saubert's klar. Wie der Jägertrupp beim Schloss war, kommt genau in dem Moment dann gerade die Königin und will gleich wissen, ob das alles sie hingehauen hat. Ja, freilich habe ich es sauber getroffen, liegt er sich dann eiskalt an. Ich bin ja auch beim Schützenclub, der 2. Vorstand seit 5 Jahren. Und damit ist sie zufrieden gewesen. Hat gemeint, sie wäre die Schönste im Land. Sie denkt nicht mal im Traum daran, dass das gar nicht stimmen kann. Und so vergehen viele Wochen, an den Spiegel hat es gar nicht mehr gedacht, bis man ihm vorbeigesagt, dass der noch allerweil da hängt.